Ich glaube, ich kann dir jetzt 10 einheimische Vögel nennen, ja? Schieß los. Sternhagelhuhn. Getüpfelter Wolkenkuckuck. Wässriger Rohrkrepierer. Chaotischer Bubi. Blauer Schluckspecht. Flagranter Pappschnabel. Gelbschnabel-Wuchtblume oder so. Gemeine Mistschnepfe. Schnöde Schnurzpiepe. Dreifaltiger Luftikus. Okay, du kennst dich wirklich mit Vögeln aus. Danke, höre ich öfters. Nun gut, ich muss also das Buch an alle Vögel halten, die ich bisher gesehen habe, die da rumsitzen, die ich so wunderbar verscheucht habe bisher. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also was heißt doof? So, jetzt pass mal auf. Also, ob der da noch Angst vor seinen Fingern hat, wäre natürlich nicht schlecht. Denn ich habe es ihm gesagt. Fürchte die Finger! Oh Himmel, oh nein! Warte. Kann ich da rein? Ich kann da rein. Das sind doch die Glatzenpfarren. Sind da drin Vögel irgendwo? Nee. Gut, also ich bin jetzt grundsätzlich auf der Suche nach den Vögeln. Auf der Suche nach Vögeln. Gut, hätten wir das auch geklärt. Da ist ein Tukan. Bleib doch mal stehen. Also, Buch mit Tukan oder Art Vogel oder so. Sieht aus wie eine Gelbschnabel-Wuchtblume. Das ist Nummer 1. Okay. Ja, wenn er das sagt, dann ist das auch so, ja? Hallo, altes Waschweib. Guck mal, da war auch noch ein Vogel. Da oben. Ah, bleib stehen. Ist das da auch ein kleiner Mini-Vogel? Also. Oh, komm mal her. Und schawupp. Sieht aus wie ein getüpfelter Wolkenkuckuck. Das ist Nummer 2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich hätte jetzt... Also, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. So. Da. Das ist eine Unabhängigkeitstaube. Keine Ahnung. Ich hab einfach irgendwas gesagt. Ein Sternhagelhuhn. Na, dann ist ja gut. So, jetzt pass mal auf. Ja, das ist Nummer 3. Pass mal auf. Geh weg. Okay, das ist schlecht. Okay. Ich habe jetzt aber irgendwie Angst. Moment. Schornstein? Ich dachte, vielleicht hat er Hunger oder so, aber guck mal hier. Also das da ist kein Vogel, ja, auch wenn es so aussieht, aber du kannst was in den Schornstein. Kann ich das Buch in den Schornstein stecken? Halt, Buch. Das wäre voll dumm. Nicht, dass das wirklich noch ein Vogel ist. Aha. Allem Anschein nach ist das gar kein Vogel. Ernsthaft? Oh nein, nicht schon wieder. Sollen wir uns hier rauszaubern? Wohin? Einfach vor die Tür, schätze ich. Dann können wir nachsehen, warum der Rauch nicht abzieht. Oder wir zaubern uns in die Kneipe, bis der Wind dreht. Ja, Kneipe klingt gut. Auf geht's. Kann ich da jetzt einfach rein? Wenn ich da jetzt reingehe, werde ich am Rauch ersticken. Ja, dann mache ich...
Dann mache ich den wieder runter, oder? Hier, nimm wieder. Und dann geh jetzt einfach rein. Ist doch gar kein Problem. Okay. Hallo? Die Winde haben sich gedreht. Ich hab's im Urin. Und wir hatten nicht mal Zeit für eine Runde Bier. Okay. Kann ich da auch Birnen reinmachen? Ich glaube nicht, dass das hier nützlich ist. Okay. Kann ich auch, keine Ahnung, das da reinmachen? Okay. Kneipe. Kneipe. Okay. Ich komme vielleicht jetzt hier rein? Aber da war ja vorhin auch verschlossen. Warum sollte jetzt das offen sein? Zumal ich... Pass auf. Ich muss ja eh noch rumlaufen und nach Vöglern gucken. Wisst ihr, was ich meine, ja? Und deshalb gehe ich jetzt in die Kneipe. Guck da nach dem Vogel. Oder mehreren Vögeln. So, Kneipe ist hier. Und guck mal, ob ich da mit den Zauberern reden kann. Also da oben ist ein Vogel. Da ist doch einer. So. Das sind die gruseligen Zauberer aus der baufälligen Hütte im Wald. Hauen eine. Wenn ich ihn verärgere, verflucht er mich vielleicht. Oder lässt meine Azaleen vorzeitig welken. Ja, nee, das ist schlecht. Okay. Hallo. Ich krieg selten Zeit für mich selbst, Genosse. Lass mich bitte einen Augenblick ausspannen. Was mit dir so? Hi. Ein Bier bitte. Ich bin kein... Das ist alles, danke. Ja, aber ich bin nicht... Ein Bier bitte. Ich kriege gerade eine bitterböse Idee. Wir hätten hier einen Piesling. Moment. Guck mal her. Sieht aus wie ein dreifaltiger Luftikus. Das ist Nummer 4. Und das hier ist eine Luftschlange. Eine Luftschlange, Mann. Also, ist ja Wahnsinn hier. Allem Anschein nach ist das gar kein Vogel. Ja, es ist eine Luftschlange. So. Ich bräuchte einen Piesling. Das Ding fasse ich ganz bestimmt nicht an. Ja, gut. Kann ich dem den Wein klauen? Lehn dich bitte nicht über mich. Ich bin nicht in Kuschellaune. Kann ich irgendwem irgendwo einen Kelch mit einer Schlange drin? Ich will keinen riesigen Kelch mit einer winzigen Schlange drin. Bierkrug. Ein herkömmlicher Bierkrug. Kann ich den vielleicht nehmen? Aha. Okay, also der eine will Bier, der eine kriegt Bier. Bier. Ja, bitte. Danke. Ja, und nun? Kann ich ihn jetzt nochmal... Wenn ich ihn verärgere, verwünscht er mich vielleicht oder verwandelt meine Augen in Heidelbeeren oder sowas. Ich gucke mal an. Das sind die gruseligen Zauberer aus der baufälligen Hütte. Ja, ich weiß. Hallo. Ein Bier bitte. Hast doch ein Bier. Hallo? Es sollen alle... Na, das fasse ich garantiert nicht an. Ja. Oh, da ist noch ein Vogel. Vogel. Zack. Also, der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir gehen jetzt alles ab und tun Vögel kartografieren. Ich glaube, 10 Stück insgesamt brauchen wir, soweit ich mich erinnere. Das ist ein blauer Schluckspecht. Oder auch ein Schluckspecht, wie wir Cool People zu sagen pflegen, weißt du? So, immer da rein. Das ist der Wahrsager, soweit ich weiß. Und da ist noch ein Vogel. Sieht aus wie eine schnöde Schnurzpiepe. Nummer 6. Der da hat ganz viele Vögel in der Hand. Ist das in Ordnung? Kann ich den...
Nee. Marktstand. So, ich gehe mal da rein. Das ist, glaube ich, die Familie, oder? Die hat einen blaugesichtigen Gelbreiher, den haben wir schon. Ich tue ihn trotzdem mal einlesen. Vielleicht ist das ja ein anderer oder so. Das ist schön ruhig hier, oder? Also echt jetzt. Gelbschnabel-Wuchtblume. Habe ich aber schon. Ah, der ist neu. Eine gemeine Mistschnepfe. Nummer 7. Was ist eigentlich in dem großen Loch da? Ja, ein großes Loch. Ja, das weiß ich. Ich kann kein Loch aufheben. Sollst du auch nicht. Es ist per Definition die Abwesenheit einer Substanz. Hallo? Das machen wir garantiert nicht nochmal. Das war gruselig. Ich hoffe, dass hier mit diesem Puppenhaus, dass das da nichts auf sich hat. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ist hier irgendwo noch Vögel? Ich suche noch Vögel. Achso, ja, weitergehen. Also, da ist ein Vogel. Oh ja, und die schießen Vögel rum. Das sind auch Vögel. Sieht aus wie ein wässriger Rohrkrepierer. Nummer 8. Kann das sein, dass ich jetzt hier schon geschafft habe? Hier, guck da, das sind die Störenfriede. Jetzt mach's trotzdem mal dran, weil die haben ja Tauben, die so rumschießen. Ich glaube nicht, dass Tauben als einheimische Vögel zählen. Ernsthaft? Warum denn nicht? Natürlich zählen Tauben als einheimische Vögel. Oder? 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 Also die fliegen nicht im Winter. Aber sind sie deshalb einheimisch? Oh Mann, die hatten wir schon. Das ist nicht gut. Ich gehe trotzdem überall. Das ist ein Wolkenkuckuck. Ich kenne mich schon gut aus, oder? Ein getüpfelter Wolkenkuckuck. Und das hier ist eine Ringelpume. Ich habe keine Ahnung, ich habe es schon vergessen. Ein Sternhagelhuhn. Okay. Mir fehlt, also, fehlt mir jetzt ein Vogel, oder? Also ich weiß, dass da beim Bappe kann ich noch mal reingehen. Und der hat aber, oh, warte mal. Ah, es ist nur eins, das ist ein Papagei. Nein, das ist ein Frikadello. Ein chaotischer Bubi. Nummer 9. Oh, jetzt haben wir aber wirklich ein Problem hier. Mir fehlt noch ein Vogel. Mir fehlt noch ein Vogel. Hallo? Na komm her. Renn. Ach ja, da oben, ja klar, da ist ja noch die Galerie. Die Galerie, da waren wir noch. Ich habe gerade Angst gekriegt, weil man ja in die eine Tür da nicht mehr reinkommt. Das ist kein Vogel. Ich bin relativ sicher, dass das ein Affe ist. Was ist denn das da? Ein Gemälde von ein paar Burschen mit großen Hüten in einem merkwürdig roten Bordell. Ah, guck, da ist er doch. Der letzte Vogel. Okay, dann haben wir das schon mal gelöst, glaube ich. Das ist ein flagranter Pappschnabel. Aha. Das wären 10. Ich sollte jetzt den Jäger auf der Klippe helfen können. Sehr gut. Hätten wir das ja gelöst. Komm, renn mal ein bisschen, Junge. Huha, huha. Ja, raus. Raus. Und wenn wir dann schon mal da sind. Huha, huha. Der sieht dumm aus, wenn er rennt. So, ich will nicht in die Kneipe. Ich will da hinten hingehen. Weil, pass auf, der sitzt jetzt noch in der Kneipe und trinkt Bier, ja? Jetzt pass auf. Das Lustige an den Zauberern, ne? Das ist Folgendes. Ich merke schon, dass ich heute nuschel wie Sau, kann das sein? Nuschel und dann tue ich wieder so. Und dann denkt jeder, es hat einen Sprachfehler. Also, eher vor, als würde ich kein F sprechen können. Das kommt öfters vor. Und ich kann es zumindest...
es ist nicht nur Sprachfehler. Eigentlich habe ich keinen, ich neige nur zum Nuscheln. So, genau, so. Und das Problem beim So ist halt, dass folgendermaßen, ich habe dieses Mikrofon so eingestellt, dass es die Zischlaute rausmacht. Das macht es aber zu extrem. Wenn ich aber die Zischlaute weniger extrem rausmache, und dann ist das auch scheiße. Okay? Müsst ihr damit leben. Pech gehabt. Also, kann ich den wieder runternehmen. Jetzt gucken wir, was passiert. Also, ich glaube nämlich, dass der eine... Also, die Winde haben sich gedreht. Ich hab's im Urin. Lass mich erst austrinken. Ah, sehr gut. Gut, jetzt aber flott. Schnell das Zauberbüchlein gepackt. Gepackt. Mit P. Hey, wer hat mein Buch geklaut? Welches Buch? Ich bin ein magischer Zauberer, du Armleuchter. Ich weiß, dass du das warst. Ja, okay, ich war's. Gib's zurück. Nein. Oder gut, dann bin ich wohl Schachmatt. Der hat dich angeschmiert. Ja, das muss ich respektieren. Viel Spaß mit dem Buch. Nutze es mit Bedacht. Ernsthaft jetzt? Tut mir leid wegen der Sache mit dem Zauberbuch, ja? Ja, das sollte es auch. Okay, für was? Tschüss. Adieu. Also, ich brauche das Zauberbuch für die Frau da draußen vom Brunnen. Vor ihrem Badezimmer, vor ihrer Badewanne, ne? Eine verwirrte junge Dame, die einen Brunnenzweck... Kann ich jetzt... Moment. Ich laber sie mal an, ja? Also die sagt ja, man bräuchte dafür Magie oder so. Hallo, sei gegrüßt, junger Mann. Wie genau soll ich dir helfen, diese Wanne zu füllen? Ja? Also, ich habe keinen blassen Schimmer. Mehr und mehr Wasser da reinzuschütten, scheint es bis jetzt nicht geholfen zu haben. Genauso wenig wie meinen doofen Mann da runter zu schicken, um das Ganze zu untersuchen. Ich fürchte so langsam, es wird ein Wunder nötig sein. Oder vielleicht der Einsatz von Magie. Zwinker. Das ist wirklich hilfreich, danke. Okay, jetzt pass auf. Kann ich Buch mit Brunnen kombinieren? Wo ist denn das Buch? Zauberbuch. Oh, Moment. Ein kleines hölzernes Pferd in ein echtes Pferd verwandeln. Eine völlig überflüssige Fleischpastete herbeizaubern. Eine tiefe, dunkle Leere mit warmem Seifenwasser füllen. Oder neuer Hut. Da ist schon bekritzelt, aber die andere Seite ist gut. So, jetzt pass auf. Ich will natürlich einen neuen Hut. Und dafür brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Neuer Hut. Eine völlig überflüssige Fleischpastete ist insofern praktisch. Es gibt da doch diesen einen Brunnen, wo ich gepumpt habe, wo es hieß, hier würde gerade so eine kleine Fleischpastete durchpassen. Vielleicht ist das auch ein Stück Rätsel. Also das ist Hut. Ja? Und Fleischpastete. B. Also 2, 4, 6 sind 7 Löcher. B ist eine 6. X ist eine 2. F 2, 4, 5. F ist eine 5. Und dann nochmal B, das war die 6, ja. Das ist Pastete. Und dann hätten wir noch, ja klar, tiefe dunkle Leere mit warmem Seifenwasser füllen. Das ist ein F. 2, 4, F ist eine 5. B ist eine 6. Und, oder was das ist eine 7. Und dann noch eine 6. Also fangen wir erstmal an. 1, 1, 1, 5. Ja? Gibt einen neuen Hut. Wie komme ich denn hier raus? Ah. So. Flöte. Achso, ich kann ja die Flöte, pass auf. 1, 1, 1, 5. 1, 1, 1, 5. Hübsch. Macht einen schlanken Fuß, oder? Ja, kann man lassen.
So. Hut hätten wir. 6, 2, 5, 6. Ich hätte gerne Fleischpastete. Achso, ja, ich muss das ja an der Frage benutzen. So, sorry. Sechs, 2, 5, 6. Die war wohl nicht magisch genug. Okay. 6, 2, 5, 6 ist die Pastete. Okay, 5, 6, 7, 6 ist das Neue. Ja. Nice. Oh mein Gott. Du bist mein Held. Ja, das war's jetzt. Ich habe von ihrem Unsinn die Nase gestrichen voll. Aber echt. Ja, aber... Na gut, da komm mal her. Ja, da steht auch nur da. Pass auf, pass auf. Nee. Ich brauche noch was zum Flöten. Halt. Da hoch. Zackig hier. Mit deinem hübschen Hütchen. Ein neuer Hut. Schaut an, mein neuer Hut. Dipsys Hut steht Dipsy gut. Eine Flöte und ich will 1115. Bin ich hier der Zinnmann oder was? Naja, komm. Nur ein Hut pro Bild, bitte. Ich will wissen, wie viele Hüte das es gibt. So, natürlich nochmal. So, wir machen ja gleich weiter, ist ja gut. So, jetzt pass auf. 1, 1, 1, 5. Der sieht schon gut aus, oder? Der sieht schon gut aus, der Hut aus. Ja gut, aus. Jetzt pass auf. Anreden. So, hallo. Ja. Ich glaube, ich kann dir jetzt 10 einheimische Vögel nennen, ja? Schieß los. Sternhagelhuhn. Getüpfelter Wolkenkuckuck. Wässriger Rohrkrepierer. Chaotischer Bubi. Blauer Schluckspecht. Flagranter Pappschnabel. Gelbschnabel-Wuchtblume oder so. Gemeine Mistschnepfe. Schnöde Schnurzpiepe. Dreifaltiger Luftikus. Okay, du kennst dich wirklich mit Vögeln aus. Danke, höre ich öfters. Bist du bereit, sie für mich zu sichten? Lass uns Vögel ermorden. Ja, dann mal los. Geh rüber zum Teleskop und sag mir, wie weit weg der getüpfelte Wolkenkuckuck ist. Alles klar. Getüpfelter Wolkenkuckuck. Das ist er nicht. Da, das ist er. 300 Meter, ja? Wie komme ich hier wieder raus? 300. Erwischt. Haha. Okay, wie weit ist die Gelbschnabel-Wuchtlume entfernt? Gelbschnabel-Wuchtlume. Gelbschnabel-Wuchtlume. Warte. Ist das die Gelbschnabel-Wuchtlume? Ich glaube, das ist die Gelbschnabel-Wuchtlume. 100. 100. Noch ein Volltreffer. Haha. Wir haben jetzt, wen haben wir jetzt? Auf welche Distanz ist der gemeine Mistschnepfe? Die gemeine Mistschnepfe. Gemeine, kann ich nicht hier... oh Mann. Eine gemeine Mistschnepfe. Ich guck mal hier. Die sieht... ach, du kriegst sogar angezeigt, was für ein Vogel das ist. Ja, ist ja Wahnsinn. 200. Gemeine Mistschnepfe auf 200. Schuss. Treffer.
Get wrecked, du blöden Schnepfe. 3 tote Vögel. Auf 4 in einem Tag hoffe ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht. Ich habe alles erreicht, was ich für möglich gehalten habe. Von jetzt an kann es nur noch bergab gehen. Also dann, ab geht's. Uiuiuiui. Ich sollte wohl besser einfach... Besser ist das. Okay. Guterle. Braver Junge. 7 gute Taten, erledigt. Oh, ich habe 7 gute Taten. Dann sollte ich jetzt wohl zu Papa und damit angeben. Oha, zeig her. Habe ich 7 guten Taten? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich wollte gerade den Grafzahlen nachmachen. Naja, es hat nicht so hat nicht funktioniert. Gut. Mit der Grammatik gut zu funktioniert ja auch nicht. Ist ja auch egal. Also, habe ich sonst noch was zu tun? Ja, ich wollte noch einen anderen Hut. Naja, macht nix. Also, auf und davon. Wir wollen zu Papa. Pardon. Oder so. So, wo sind wir denn da? Komm mal hierher. Komm mal beide Papa. So, pass auf. Kann ich hier irgendwen anflöten? Da, stopp. Na, ich gehe mal da hin. So, einfach, ich will ja jemanden anflöten, ja? Die sind schon ziemlich laut, die Musiker hier. Ich kann mich ja selbst nicht flöten hören. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Hermit, Kermit. Nee, das ist nix, Erich, das ist nix. Zu harmlos. Komm, einmal noch. Also ein Rhythmusflötist wird aus mir nicht, das kann ich sagen. Den hatten wir doch schon. Nö. Dann will ich wieder mein Zinnhütchen haben. Dann will ich wieder mein Zinnhütchen haben. Das ist nicht mein Zinnhütchen. Zinnhütchen. Der ist nice. Okay. Auf geht's zu Papa. Yeah. Da hinten müssen wir hin, so.